Herzlich willkommen, liebe Leute und Freunde und Freundinnen von den farbigen Klemmbausteinen. Ich bin's mal wieder, es ist wieder Dienstag. Hier mit mir, mit dem Silb auf brach.ch bei Twitch und dann später bei YouTube. Ich hoffe, ihr habt gute Laune mitgebracht. Ich habe meine einmal schon im Hosensack und auspackt und ausbreitet. Und ja, wir haben ein neues Altsprojekt, wo wir noch gar nicht fertig haben. Wow, ich bin relativ weit oben. Da ist schon fast mit Glatze. Wie sieht das aus? Ja, innen nicht der Glatzentyp. Kommt vielleicht mal später mit den Jahren oder so. Mal schauen. Schau mal da. First Button Down, willkommen. Du bist tatsächlich der oder die Erste und Lorbe ist auch da. Herzlich willkommen. Wunderprächtig. Wir machen heute, vielleicht hat man es aus dem Titel schon ein bisschen herauslesen, weiter mit dieser schönen Rakete hier. Afro Wolf ist auch da. Sali. Ich hoffe, euch geht es allen wunderprächtig. Ich hatte ein bisschen längeres Wochenende, darum bin ich fantastisch ausgeschlafen. Und mir geht es richtig gut, ja. Wir sind, ich weiß gar nicht, also ich habe schon mal ein bisschen das Ganze aufgemacht hier. Wir sind, ja, man sieht es dort so ein bisschen, ja, etwa in der Mitte. Nicht ganz, noch nicht ganz, aber fast. Und wir machen heute weiter und starten bei der Stage 2. Ich wollte da gar nicht lang quasseln. Wir haben da genug Zeit zum Quasseln miteinander. Und gehen als nächste Säckchen dran. Nummer 7 von... von 12. Jawohl, von 12 ist das. Muskeln aufbauen, damit die Glatze besser aussieht. Genau, ja. Und ich habe gehört, man kann sich nur eine Glatze wachsen lassen, wenn man gleichzeitig auch den Bart ausbaut. Also, wenn es da oben fehlt, dann muss es da unten einfach kommen, oder? Damit es gut aussieht. So viel habe ich mitbekommen im Dasein als Hipster und Ratgeber auf sämtlichen Social-Media-Plattformen. Bin ich ja also quasi neben meinem Job auch noch tätig, oder ich tue die Leute beraten, wie sie zu mehr Reichweite kommen, wie sie die können aufbauen, vor allem männliches Publikum natürlich. Und ich sage halt, wenn eben ihr wenig Haar auf dem Kopf habt, dann müsst ihr umso mehr unten beim Kiefer haben. Das ist ganz einfache Mathematik. Hast du schon Wikinger erwartet? Okay. Nice. Wichtig ist auch Pflege, he? Das ist auch immer etwas sehr Wichtiges. Also man kann nicht nur einfach einen langen Bart haben, der muss natürlich auch gepflegt und gestutzt und gestrählt und geschniggelt und geölt und gewaschen und alles weitere werden. Ich habe auch mal damals noch, wo ich in der Schule war, während Corona, mir den Bart, also den typischen Corona-Bart wachsen lassen, aber ja, also es steht mir nicht. Ich müsste wahrscheinlich relativ lang wachsen lassen, dass das überhaupt anständig aussieht. Dass man den ein bisschen striegeln kann, aber sonst habe ich doch sehr einen wilden Bartwuchs. Und dann sehe ich halt mehr so aus wie so ein Alpöli, oder? Der gerade runterkommt, gerade seine Schöfli verräumt hat und jetzt das Gefühl hat, so, ich mache jetzt Instagram. So sieht es aus. Wild und unzähmbar ist dein Bart. Ja, dann hocken wir da ja eigentlich im gleichen Wort, nur dass ich meinen schon lange nicht mehr habe. Bevor wir ganz abgehauen haben wir dann natürlich noch den Movember mitgemacht bei uns in der Bude und dann haben wir alle einen schönen Schnauz gehabt, ja. Jetzt habe ich die alle eins zu weit unten angesetzt. Das passiert schon wieder, weil ich zu viel schnurre. Aber nicht so weiter tragisch. Habt ihr ein wunderbares Wochenende gehabt? Wie sieht das so bei euch aus? Eben, meins war ein bisschen länger. Warum? Gut, dass ihr fragt. Am Freitag habe ich Dungeons & Dragons vorbereitet für am Samstag. Und ja, es hat mir noch ein bisschen Zeit gefehlt, weil die haben ein paar Level-Ups gehabt. Ja, ein paar, weil wir haben 2 Level übersprungen, von 1 auf 3, für die, auf denen das etwas sagt überhaupt. Ja, das hat einfach so ein bisschen interne Gründe, sage ich mal. Und darum habe ich ein paar Sachen müssen vorbereiten, nachher auch als Handout und so weiter und so fort. Und das hat ein bisschen Zeit gefressen. Und da habe ich gedacht, wenn ich schon sturmfrei habe, weil meine Frau nämlich auch nicht rum ist, eine Weile lang mache ich doch gerade noch ein bisschen frei. Ja, und am Samstag haben wir dann eben D&D gehabt. Das war sehr lustig. Hat
gute Laune gemacht auf alle Fälle. Und ja, es ist immer wieder witzig mit diesen Ladies. Vor allem, wenn sie sich nicht können entscheiden können, was sie jetzt als nächstes machen, aber das ist ja so ein bisschen typisch für das Hobby. Ja. Sonntag näher. Das Schwiegergrosse Geburtstag, also nicht Geburtstag, aber das Fest gefeiert zumindest. Da hat es wieder richtig zu viel zu essen gegeben, wie so üblich. Aber es war sehr, sehr gut. Wir waren so in einem Landgasthof, voll auf dem Land raus. Und die noch so laufen, ich weiß nicht, ob ihr das mal so ein bisschen beobachtet habt, aber die jetzt noch laufen, also da die Landgasthöfe auf dem Land raus, die geben sich richtig viel Mühe. Und da habe ich mir jetzt so ein bisschen überlegt, also die in der Stadt drinnen, da die fetten Bunker, wo du zu viel zahlst für ja, eigentlich wenig Service und okay Essen, könnten sich eigentlich schon mal eine Scheibe abschneiden. Ja. Nur bleibt auch noch zum Bart, der wird nie abgeschnitten, bis er ein Kind hat und dann überrascht es mit dem Bart abschneiden. Ja, also dann hat er quasi zwei Papi, oder? Einmal der erste mit Bart und dann ohne Bart muss sich das Kind ja zuerst wieder daran gewöhnen, oder? Also dann wird es wahrscheinlich die ganze Zeit Papi schreien, bis er irgendwann gemerkt, ah, der jetzt ohne Bart, das ist ja der gleiche. Wahrscheinlich wird das so laufen, könnte ich mir gut vorstellen. So, wir wollen jetzt wieder unseren wunderbaren Zylinder hier aufbauen. Schauen, dass ich das richtig platziere. Und wieder nicht zu fest drücken. Nicht so wie beim letzten Mal. Dort habe ich irgendwann einmal den ganzen Zylinder auseinandergejätet. Da zu fest umgedrückt habe. Ja, und gestern war bei mir so einfach mal ein Me-Day. Ein bisschen gamen. Und dann habe ich mal noch meine Warhammer-Figürchen ausgepackt, die jetzt angefangen auszuschneiden und zusammenleimen und so. Das hat Spass gemacht. Ist eine gute Sache gewesen. Also das Kind wird wirklich den Schock von seinem Leben haben. Zuerst mit Vollbart, der Wikinger, ah, das ist mein Papi, und dann ohne Bart. Aber ich finde es auch einen schönen Vorsatz, dass der Bart quasi behalten ist, bis das Kind auf der Welt ist, und dann sagst du so, jetzt eine Absage. Jetzt bin ich im Papi-Modus drin. Wieder schön entspannende Musik. Hat schon so etwas. Also, wenn im Weltraum könnte Schall übertragen werden und Musik würde laufen, dann würde, glaube ich, das laufen. Das tönt für mich so sehr spacig. Sehr abgespacede Musik. Und dann da noch so die. Wie heisst das überhaupt? Das, was jetzt vorhin gerade gekommen ist, da der Soundeffekt. So da der 8-Bit-Modus. Erinnert einem sofort immer gerade an Stranger Things. Die das gesehen haben, die werden mir da sicher noch zustimmen. So, ja, und da geht es wie üblich wieder schnell hoch hinaus. Ah, nur für den Joke und dann lässt du ihn wieder wachsen. Okay. Da musst du es aber auch aufnehmen, dass es für die Nachwelt erhalten bleibt. Wie tut das Kind reagieren, wenn es sich nur mit Vollbart kennt, dann plötzlich hast du ihn nicht mehr? Was macht es da für das Gesicht? Was zieht es da für eine Grimasse? Oh, jetzt haben wir 2 Irrlein, ja. Ah, die sind gegen oben. Ob echt der Innenbau von der Saturn V in echt auch so bunt war,
wahrscheinlich haben die sich von der NASA auch gesagt, hey, komm, alles nur nicht mehr so metallgrau und weiß, das ist doch langweilig. Und wir machen ein bisschen grün und blau rein. Why not? Oder? Das macht es doch gerade ein bisschen interessanter. Da kann man auch klar aufzeigen, wo kommt welches Teil an, oder? Nicht, dass einer das noch irgendwo falsch anschraubt und dann verjagt es den Keib noch. Das wollen wir ja alle nicht. Nein, du kommst ein bisschen in die Mitte da. So. Sehr schick. Frühling kennt ich auch noch nur mit Bart. Wow, das grosse Mysterium um LoLplay. Der Big Reveal. Hat er ein Gesicht unter dem Bart? Wir werden es erfahren. Das müsste fast noch eine Live-Übertragung geben. Gerade instant zum Fernsehstar. Weißt du, so wie der Sido immer nur seine Maske hat früher, oder? Du nur mit Vollbart. Man hat gar nicht gewusst, ist da noch etwas drunter oder nicht. Das Essen verschwindet einfach so zwischen dem Kühnibart und dem Schnauz. Man weiss nicht, vielleicht tut das sogar mit dem Bart absorbieren, das Essen. Das ist für Leute wie mich, die die Sachen falsch zusammenbauen. Ja. Ja, ist ja gut. Ich habe mich jetzt seit 17 Minuten, nein Quatsch, er ist schon 5 Uhr angefangen, seit 12 Minuten nicht schlecht gehalten. So fatal sieht es jetzt noch nicht aus. Ich habe mich einmal schon verbaut. Ja, aber ich habe es gerade gemerkt. Immer ruhig mit den jungen Rössli, oder? Ein einziges Mal. Hast du natürlich du schon gesehen. Klar. In letzter Zeit habe ich wieder so ein bisschen einfach Bock, zum wieder mal streamen oder so. Oder YouTube machen. Aber ich weiss nicht, ob ich das näher könnte wirklich durchziehen. Weil das Commitment ist halt schon recht gross, oder? Aber es würde mich schon gelusten, einfach mal wieder ein bisschen mit den Leuten und so. Aber da müsste ich fast wie wirklich so einen Plan haben und dort müsste ich drinnen stehen, hey, maximal irgendwie 3 Stunden in der Woche und dann war es das oder so, weil wir das letzte Mal gemacht haben, habe ich so übelst übernommen gehabt. Aber ja, wenn ihr überlegt, also unbedingt mal probieren, ist wirklich sehr lustig. Macht viel Spaß. Je nachdem, was ihr streamt, habt ihr vielleicht ein bisschen weniger Zuschauer am Anfang, aber mit ein bisschen Zeit, mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Willen kommt das auch. Der Vorsatz 2023 sich nicht verbauen, so wie gescheitert, den habe ich mir gar nicht genug. Da kenne ich mich selber zu gut, dass ich weiss, den Vorsatz, den nehme ich mir schon gar nicht erst. Weil das kommt eh nicht gut. Ja, und die anderen Vorsätze, die halten sich momentan recht gut. Aber es ist auch erst der 10., also vielleicht noch ein bisschen früh, um da ein Fazit daraus zu ziehen. Das machen wir dann wieder Ende Jahr. Schon wieder goldige. So schade um die goldigen Lego-Teile da.
ganz wertvolle Sachen hier im Innersten verbaut. Man sieht es nie. Auf der anderen Seite sind sie gut versteckt. Dass sie nicht gerade geklaut werden. Und das jetzt darauf an, wie das so oder so macht. Wahrscheinlich nicht, aber... Hast du gestern im Stream einfach Brain Axle Delete gemacht? So krasse Versprechen. Was ist das? Das muss man jetzt mal erklären. Brain Axle Delete. Da hätte ich jetzt gerne eine Erklärung. So, also komplett. À la Wikipedia. Du hast eine Kerndatei aus deinem Kopf gelöscht. Ach so, okay. Was hast du gestreamt gehabt? Aber ja, das gibt's manchmal. Also, jetzt gerade am Wochenende bei D&D, das ist eh schlimm, weil, obwohl ich viel vorbereitet hatte, habe ich nicht viel für die Story selber vorbereitet, weil ich gewusst habe, ich weiss nicht, wo sie hingehen, was als nächstes passiert. Darum habe ich gesagt, schieß drauf, wing it, oder? Und improvisieren. Kann ich eigentlich recht gut, aber das Problem ist dann eben, dass das, was ich im Kopf habe, dass ich das nicht so schnell direkt kann in Wörter fassen, so wie ich das gerne hätte. Und dann kommt dann meistens so, ja, so ein Gebrabbel raus, wo nicht gerade direkt Deutsch ist, aber sie verstehen es aber schon. Was ist halt auch halt schade, oder? Weil wenn ich mit Zeit nehmen und schreiben, dann habe ich doch, also behaupte ich von mir zumindest, kann ich mich gut in Wort fassen und das ein bisschen ausblümeln und so. Aber auch beim Improvisieren habe ich halt gemerkt, dort hapert es noch ein bisschen. Aber man kann ja alles lernen. Also. Du hast 4 Stunden Seven vs. Wild Regier. Und nach 3 Stunden. Und nach 3 Stunden ist dein Handy ausgestiegen. Seven vs. Wild. Was ist das? Ist das ein Game? Muss ich das jetzt googlen? Ah, Gott, Leute. Wild. Ah, das ist Seven vs. Wild, oder was? Das ist ein Reality-Spiel schon. Das kann es nicht, nicht sein. Der einzige Mensch, der das nicht mitbekommen hat, ja offenbar, ja. Seven vs. Wild in der Wildnis Schwedens. Das sind voll abgespaced. Das macht man in echt, oder was? Schon nicht, oder? Es sieht so aus, als wäre das jetzt wirklich so in echt. Und das hast du gestreamt, oder was? Das wäre ja crazy. Du bist ja wirklich voll der Wikinger in dem Fall. Da haben wir alles. Gut. Panama war das Jahr. Das ist ja krass. Aber da musst du ja sicher ein ganzes Jahr lang darauf vorbereiten. Also so wie ich jetzt geschwind gelesen habe, sind das einige Disziplinen und alle davon sind so ein bisschen Wikingermäßig angehaucht, noch mit Survival und allem. Und wie lang geht das? 4 Stunden? Und dann ist es fertig, oder was? Oder hast du einfach 4 Stunden übertragen? Und das Ding geht irgendwie eine Woche lang, oder wie?
Ah, du hast Videos geschaut von den 7 Teilnehmern. Ach so. Okay. Aber wäre das etwas, wo du oder auch ihr anderen gerne würdet mitmachen? Seven vs. Wild. Einfach mal in die Wildnis raus, mit Messer, Axt, Sagi, mit einem planen Schlafsack, Feuerzeug, Angelset, Topf, Paracord, noch nie gehört, Wasserfilter, Hygieneset und so weiter. Und ein bisschen Kleidung. Dann werdet ihr dort in der Wildnis rausgedroppt und müsst eine Weile lang überleben. Ja, nein, ist voll an mir vorbei. Also kommt das noch im Fernsehen oder wie? Oder kann man das nur so als Stream schauen? Das sagt mir wirklich gar nicht. Oh, jetzt wird es ja richtig abgespaced hier und da. Das passt dann auch, wenn wir Trageten bauen. He? Jede Folge und eine Folge geht so 1 Minute 30. LOLplay würde es schon mal machen. Aha, 7 Gegenstände, 7 Tage Isolation auf einer Insel wäre geil. Aha. Und beim Fritz Meinecke kann man das auf dem Channel schauen. Gut. Good to know. Ich habe früher aber auf D-Max das noch geil gefunden, die Serie da von diesen Männern, das hat selten hat's mal, glaube ich, eine Frau drunter gehabt, die einfach irgendwo in der Wildnis raus überleben und ihre Hütten haben und dann irgendwie eben Jäger sind und ihre Pelze verkaufen oder was auch immer oder Holzfäller sind, ihre Blockhütten irgendwo in Alaska aufziehen und dann dort ja, dort für sich leben. Das war so eine Mini-Doku und ziemlich witzig, habe ich gefunden. Steffi ist richtig genervt. Ja, wir sind halt nicht im gleichen Büro. Wir tun uns nicht die ganze Zeit updaten, was jetzt uns gerade nervt. Also wir haben uns heute Morgen haben wir uns gesprochen, weil sie wieder ein Bild gebraucht hat von mir für Twitter, das ihr vielleicht gesehen habt. Aber sonst hat sie halt ihres Format und ich habe mein Format und zwischen denen haben wir nicht so einen ultra regen Austausch. Kommt immer ein bisschen darauf an, was so läuft und ansteht natürlich. Mal, sicher bin ich auf YouTube und Social Media aktiv, ja. Aber ich meine, also auf YouTube schaue ich das Zeug, das mich direkt interessiert und da kommt so etwas wie Seven vs. Wild eben nicht in meinem Feed rein. Ich bin dort schon sehr, sehr Gaming fokussiert. Oh, jetzt habe ich noch dort. Wo ist er? Da. Okay, die müssen wir jetzt ab tun. Gut. Funktioniert ja tadellos. Nico, warum nicht Hulkbuster? Wir haben auch ein Budget, ey.
Ja, wär geil, ich weiss. Aber wir haben immer noch den Eiffelturm da hinten. Also. Zuerst mal das fertig bauen, was wir haben, nicht wahr? Aber du darfst du natürlich sehr gerne kaufen. Sehr, sehr gerne. Nein, was? Teilnehmer sind da gewesen, und 2 Wochen später haben sie 2570 Pakete Drogen gefunden auf dieser Insel. Frage, ja. Haben sie es dort deponiert? Das wäre ein bisschen schwieriger gewesen. Oder hat man sie vorher deponiert und sie haben dort dann einfach eine Woche lang sind voll auf Drogen gewesen, haben darum weniger müssen essen, weil sie die ganze Zeit eben auf dem Trip gewesen sind. Wäre richtig harte. Aber was, sind sie verbuddelt gewesen, oder wie haben sie die gefunden? 2570. Also es klingt schon so, als wären es mal 3000 gewesen. Und es gibt schon viele Leute, die sich dort daran bedient haben. Sonst stimmt die Zahl irgendwie ziemlich random. Ausser genauso viel passen auf eine Europalette drauf. Das sind dann irgendwie ein 2 Kubikmeter Drogenpäckchen fast. Könnte auch sein. Aber ich habe schon öfters so ein paar Trends nicht wirklich mitbekommen oder nicht Wellen verfolgen oder gerade anders los gehabt. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Hulkbuster nehmen, also ja, ich habe ihn schon mal gesehen, oder in meinem Internet, aber ich habe Filme drum und so nicht gesehen. Das ganze Avengers Endgame und alles völlig an mir vorbei. Muss ich immer noch irgendwann mal schauen. Aber ja, darum, so viele Sachen sind an mir dran vorbeigegangen. In letzter Zeit. Aber ich hatte dann halt auch nicht immer Zeit für so Zeug, da mich noch anhocken für 2-3 Stunden und irgendeinen Film schauen oder so. Das liegt jetzt bei mir auch nicht immer drin. Hey, und damit haben wir schon wieder ein Säckchen geschafft. Jetzt geht es an der Schale mit dem Nummer 8. Da haben wir wieder ein paar schon vorbedruckte. United und States. Ja. Aha, die Vermutung liegt dort, dass auf dem Weg von Kolumbien nach Amerika die Drogen dort in Panama zwischengelagert worden sind. Okay. Immerhin bin ich auf dem aktuellsten One Piece Stand. Ja, immerhin. Aber auch nur durch einen Zufall. Also einerseits natürlich durch meine Chefin, die mich mal wieder geupdatet hat. Auf der anderen Seite habe ich gerade in der Woche zuvor einfach aus Gewunder raus mal wieder wissen, was läuft dort denn eigentlich? Sind wir immer noch bei Filler-Folgen oder geht es ab? Weil, wenn du mal nicht mehr so verfolgt hast, also eben, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, nach Impel Down habe ich nicht mehr so weiter geschaut und nur noch sporadisch, dann habe ich mir wirklich nur noch Kämpfe angeschaut, also wenn irgendetwas gegangen ist und so.
Ist natürlich auch nicht die feine Art, wenn man dann so einen guten Shonen-Anime so zerfleddert. Aber ja, jedem das seine. SCTLC sagt, vordruckt ist sicher kein Lego-Original. Doch, also Hand aufs Herz, wirklich, tatsächlich. Die sind vordruckt, ja. In der Regel, ich gebe das schon recht, in der Regel haben wir da die Stickers, die Klebis zum drauf tun, aber die sind schon vordruckt. Was ich eigentlich cool finde, weil dann ist garantiert gerade drauf. Also die sind wirklich schön mittig und gerade. Kann ich empfehlen. Bislang empfehle ich gerade raus. Ja. Bei NASA gibt es nur vordruckt. Ja. Ist alles vorgemacht. Und alles aus dem 3D-Drucker raus. Dann wird es eigentlich nur noch ineinander reingeklickt. Dann ist es ja schon fertig. Also bei dem ganzen SpaceX-Programm, was natürlich nicht NASA ist, aber könnte man das schon meinen. Die haben irgendwo so einen überdimensionalen 3D-Drucker. Und dann können sie einfach die eine um die andere Rakete rauslassen. Steffi schaut One Piece. Weiß nicht. Das weiß ich nicht. Vielleicht. Aha, du meinst wegen meiner Chefin? Nein. Das Steffi ist nicht meine Chefin, nein. Garo ist meine Chefin. Die haben wir einmal gesehen, wo sie den Stream von mir übernommen hat, die mit der Brille. Und einmal hat sie mit der Steffi zusammen einen Stream gemacht, wo sie die kleinen Pokémon zusammen gemacht haben. Das ist meine Chefin. Mal wieder schauen, ob das da alles richtig aussieht. Das ist alles so weird. Von denen dürfen wir jetzt Sachen sicher 4 machen. Die neuen Speed Champions jetzt kommen, wirst du wieder Sticker Apokalypse haben, ja. Die lassen wahrscheinlich auch nicht mal zu lange auf sich warten. Speed Champions. Das sind ja geile Stickers in der Regel. Jemand ein Organigramm? Nein, also ich nicht. Ich weiß schon, wer oben an mir ist. Aber der Roleplay arbeitet ja nicht da. Er würde gerne an meiner Stelle sein und alle Klemmbausteine zusammen machen. So viel weiss ich. Aber eben meine Chefin hat sicher One Piece gesehen. Die ist noch aktiv am Schauen. So. Machen wir jetzt 4-mal das da dran. Aber zwischendurch mit United noch. Wir haben mehrere weibliche Vorgesetzte. Ja, absolut. Und die Chefin von meiner Chefin ist eben auch eine Chefin. Also eine Frau, ja.
Also wir haben doch einige Frauen da bei uns, die eine Führungsfunktion einnehmen. Auch bei der Abteilung, die näher mit uns zusammenarbeitet. Baby, dort ist auch eine weibliche Chefin. Health auch. Ja, also wir haben schon ein paar Frauen da, ja, absolut. Aber Steffi ist zum Beispiel arbeitet im Team mit dem Sid Flames zusammen. Die haben zum Beispiel auch noch Connection. Ja, Frauenpower, absolut. Also ich bin grundsätzlich dafür, dass einfach die Leute den Job inne haben, also die Führungsposition inne haben, wo Ahnung haben von der Materie, oder? Das ist ja eigentlich gleich was für ein Geschlecht. Das kommt jetzt ohne Stift. Ah ja, tatsächlich. Ah, wenn der Rot reinkommt. Ja, ja, super, super die Chefin, die beste, die es gibt. Ja. Also sie sagt, ein bisschen bastelt hat er auch noch. Der Rest verbiert dafür behalten. Aha, okay. Nur der Schoki-Teil, willst du, hä? Da Rosinchen ficken, so. Nico meint, es sei seit den 80ern so bei Brack. Ja. Könnte sein. So lange schaffe ich noch nicht an. Ja, gut, eben, dass man einen unqualifizierten Mann nimmt anstelle von einer qualifizierten Frau. Also die Leute oder Unternehmen, die das machen, wenn die näher reingehen, dann müssen sie sich auch nicht fragen, oder? Oder irgendwie wollen weniger Lohn zahlen oder so. Aber dort hat man ja halt, wenn ich jetzt da vielleicht ein bisschen Hate auf mich ziehe, aber man hat ja auch ein bisschen herausgefunden, dass Frauen sich eher ein bisschen zurückhalten, wenn es um die Lohnverhandlungen geht. Wie die Männer, die eher mal einfach auf Risiko gehen, oder? Vielleicht hat sich das mittlerweile auch ein bisschen verändert, das kann auch sein. Aber liebe Leute und liebe Frauen, also verlangt einfach einen anständigen Lohn. Das gilt generell sowieso für alle. Wenn ihr qualifiziert sind, dann ja, wenn euch die Bude will, dann zahlt sie ja für euch. Also von wegen Leuten, die nicht viel Ahnung haben und so und an der Macht sind. Aber was ich auch noch so eine Diskussion, also wert finde zu diskutieren, ist eben so AAA-Unternehmen, wo dann Aktionäre so ein bisschen die fette Dividenden wollen, oder? Und dann versichert man nachher ganze Franchises mit irgendwelchen wirtschaftlichen Entscheiden, wo extrem schwierig sind zum Nachvollziehen für die Konsumenten, die Produkte schon seit langer Zeit unterstützen, oder? Und einfach Leute oben innen am Hebel sind, die keine Ahnung haben von der Materie.
Aktuelles Beispiel, warum ich das jetzt eben aufbringe. Wizards of the Coast, habt ihr vielleicht gehört. Dieser Shitstorm aktuell, wo die Open Gaming License anpasst. Was heißt das? Wenn der Dungeons Dragons ein eigenes Produkt entwerfen auf den Grundregeln von Dungeons Dragons, gibt es ein sogenanntes OGL. Das sind eben Grundregeln, die öffentlich zugänglich sind, wo ihr euch ein Produkt könnt drauf Fussen laden. Und dort hat es nie etwas gekostet. Ihr könnt euch ein eigenes Buch herausbringen, wo andere können mit D&D spielen. Und jetzt hat man das angepasst, sodass es künftig wird Abstufungen geben, dass ihr bis 50'000 Franken das müsst rapportieren an Wizards of the Coast, Hasbro. Und zwischen 50 und 750, glaube ich. Was ist jetzt dort? Müssen dort echt noch Revenue abgeben oder irgendetwas? Ja, jedenfalls nachher 750'000 und drüber, also die ganzen grossen Dimension 20 Critical Role und so weiter, die zahlen auch Royalties, also so Lizenzgebühren von 20 bis 25%, wobei noch gestanden ist in einem Disclaimer bei ganz grossen, da man dann da noch schauen, dass das so ein Mutual Relationship wird und man da schon eine Lösung findet, die beiden Seiten hilft. Aber es ist jetzt natürlich gleich der Shitstorm ausgelöst worden, weil viele kleinere Leute, die für die haben wollen, etwas produzieren oder produziert haben, die schrecken jetzt davon zurück, weil alles musst du rapportieren und Wizards of the Coast, Hasbro kann dann eben auch sagen, hey, sorry, das passt nicht zu uns, das wollen wir nicht, dass du das publizierst und du bist irgendwie 2-3 Jahre an deinem Buch gehockt. Ja. Und dort sind halt wahrscheinlich eben auch die ganzen Aktionäre dahinter und im Verwaltungsrat und so gesagt hat, hey, mit dieser Franchise, mit dieser IP, jetzt kommt das Jahr der grosse Kinofilm raus, jetzt müssen wir richtig Kohle machen, darum wollen wir jetzt auch noch Kohle machen mit denen, wo ihr das eigene Produkt auf Basis von uns rausgebracht haben. Ja, und dann machen wir eine ganz grosse Kohle. Und das eigentlich kurz nachdem letztes Jahr schon Magic der ganze Shitstorm war, wegen der 30-Jahres-Edition, wo man einfach wieder auf die ganzen auf die ganzen Konsumenten losgeht, auf die Kunden, die das Produkt seit die unterstützt haben. Halt einfach extrem schade. Gut, genug granted. Es ist ja, sie meint, manchmal lenkt ja nur eine Person. Ja, wenn es die Person ganz oben ist, dann lenkt ja nur eine, die so eine Entscheidung macht. Leute, die nicht viel Ahnung haben, haben das ja beim Lego bauen. Was solltest du mit dem sagen? Hä? Hä? Ja, EA, Barracks, salü, grüß dich. Geht's dir gut heute? Ja, aber genau darum, EA war auch so ein Thema gewesen. Ich glaube, so der grösste Shitstorm, den ich mich mag erinnern, war bei Star Wars Battlefront. Ich glaube im 1, wo es doch da die Lootboxen noch gegeben hat und alles. Wo du hast können kaufen und Cosmetics und nein, es sind eben nicht nur Cosmetics am Anfang, oder? Es waren, glaube ich, auch Waffen und so. Du hast aus diesen Lootboxen rausziehen. Und das war halt so voll das Gacha-Game am Anfang. Und das hat so einen gewaltigen Shitstorm ausgelöst. Zum Glück ist man auch zurückgekrebset und hat dort wieder auf ein normales Level zurückgefunden. Bin ich sehr froh. Also lustig, es gibt ja auch Länder, dort sind so Games verboten, oder? Wo so die Gewinnspielmechanismen drin haben. Ein Kollege ist zum Beispiel aus Holland, oder Niederlanden, Entschuldigung. Und dort ist das effektiv verboten. Die können so Sachen nicht spielen, außer gehst natürlich über ein VPN und lässt es dir so runter. Barracks, ja danke, wunderprächtig geht es mir. Heute habe ich ein bisschen den Wasserfall drin, glaube ich. Aber solange es euch nicht erdrückt, ist ja okay.
Sonst sagen das einfach. Jetzt muss ich gleich nochmal zurückkommen auf, auf den Shitstorm wegen Wizards of the Coast. Oder weil ich ja auch an meinem Büchlein schreibe, schon viel zu lange, als es eigentlich sollte gehen. Ja, ich muss mir jetzt irgendwie auch überlegen, oder? Keine Ahnung, wo das System noch wechseln, weil jetzt wäre es noch möglich, dass man das Ganze umschreibt, oder mache ich mein eigenes System. Es ist wie... Es ist einfach überdrüssig, dass man sich mit dem muss befassen muss. Dass überall nur Wirtschaft und ein Wachstum dahinter ist, oder? Das ist zum Teil einfach ein bisschen ermüdend. Man könnte es gerne Prügel auf die 5 ohne Beißen und ginken. Ja, nein, sorry, ich habe zum Essen abgemacht. Leute mit Bart tun ich nicht schlagen grundsätzlich. Hat SDTLC ist ja schon dabei. Gibt es hier schon Community-Schlägle? Leute, ihr seid so brutal. Hebt euch zurück, bitte. Da Peter haben gefragt, wenn es ein neues System gibt, muss man für das neue Würfel haben? Ja. Es ist immer ja. Neue Würfel ist immer ja. Du hast ja den Adventskalender nicht wählen von Q-Workshop, ist selbst schuld. Hättest jetzt eine ganze Truhe voll Würfel wie ich. So, da haben wir unser United States. Wunderprächtig. Also das ist ja sehr, sehr ein schneller Sack gewesen. Ja? Ich bin jetzt gefragt, warum es in die Diskussion geht. Also eigentlich, zuerst hat es angefangen wegen Frauen in Führungspositionen, was wir alle gut finden. Und dass Unternehmen, die das nicht unterstützen, nichts am Markt verloren haben. Und ich habe nachher noch so einen Quergrätscher gemacht und granted wegen Wizards of the Coast, wo jetzt so Geld verlangen für Leute, die aufgrund von ihren Grundregeln von Dungeons Dragons Geld abtreten an Wizards of the Coast, und zwar nicht wenig, wenn sie dann wirklich auch Geld machen damit. Das eigentlich schade ist, weil halt die ganze Community nicht angewiesen ist auch auf Dungeons and Dragons und es gibt genug andere Systeme in der Welt draussen. Aber das ist ihnen wahrscheinlich noch nicht bewusst. We'll see. Aha, ja, ja, natürlich. Also warum auch nicht so einen halben Kilo schweren D20-Würfel? Warum nicht? Schenke ich dir. Aus meinem Kaffeekessel. Ja, ich habe gehört, ja, je länger der Bart, desto mehr Kraft ist im Bizeps. Das habe ich auch schon gehört, ja. Also der Bart ist ja die Erweiterung vom Bizeps, oder? Ich habe gehört, dass es so eine ganz spezielle Gesellschaft gibt, die aus Mönchen besteht in Tibet. Die leben aber noch abgesonderter. Und die haben alle einen vollen Bart. Und wenn man dort die Erleuchtung und den höchsten Grad von der Ausbildung erreicht, dann kann man so eine spirituelle dritte Faust, die aus dem Bart rauskommt, beschwören. Habe ich gehört. Sehr ein guter Bart. Ender. Yes! Danke. Why not? Guter Witz. Dad jokes all over, I love it.
Mm. Bin ich aber mal kurz gewesen, ja. Also ich sage es so, es ist meine Bar gewesen und wir haben zu wenig Leute gehabt, darum bin ich in der Bar gewesen. Ja, das sind aber lange Tage gewesen. Aber es war cool gewesen. Hat auf jeden Fall Spass gemacht. Sie sagt, Lizenzgebühren sind wirklich etwas Neues. Nein, auf alle Fälle nicht. Also ich meine, es ist ja nichts anderes wie ein Franchising, das sie jetzt nachher betreiben. Von dem haben wir es auch schon gehabt. Aber es ist einfach ein Schlag ins Gesicht, oder, für die Leute, die geholfen haben, dass das Ganze so gross wird. Und das ist halt das, was ich nicht verstehe, dass man denen nachher noch Fuß ins Gesicht gibt. Keine Ahnung, das wäre wie, wenn man im Fußball, keine Ahnung, ich weiß doch auch nicht. Für jedes Mal, wo der Bölle ging ist, ab FIFA musst du 20 Franken zahlen oder so. Und ja, es ist blöd, wenn man es erst gratis verteilt und dann plötzlich Kohle will. Vor allem in einem Jahr, wo es überhaupt keinen Sinn macht. Wie jetzt das Jahr, wo es wahrscheinlich wird explodieren. Und man das genau jetzt macht. Aber vielleicht hat man auch bewusst entschieden, dass man es genau jetzt macht, dass die Leute, die neu dazukommen zu dem Hobby, dass die schon wissen, auf was sie sich einlösen. Das wäre natürlich auch noch ein Gedanke. Wieder Mera, danke vielmals für die Follow. Schön bist du da. Ich hoffe, du genießt es da ein bisschen bei uns. Fühlst du dich abgeschreckt von diesen ganzen Rants von mir aktuell? Das ist halt, wenn man das Hobby so gerne hat, oder, dann wird man da ein bisschen energisch. Habt ihr auch irgendein grosses Hobby, das ihr mit Händen und Füßen und Füßen und Bart verteidigt? Wie ist das bei euch? Etwas, wo ihr euch auch nicht schlecht reden lasst, oder? Das ist doch auch so etwas. Es gibt so Themen, da bringt die Gegenpartei die besten Argumente. Und du musst sagen, mal, stimmt, absolut. Aber nein. Weil ich finde es cool. Und ich will das nicht hören und nicht wahrhaben. Gibt's noch eins? Rocket League? Mit ferngesteuerten Autos, also eine Bölle von links nach rechts klopfen. Ich verstehe nicht, wie man sich da Zeit nehmen kann für so ein Zeichen. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und nachher noch Geld verlangen, für das die virtuellen Autos dort kannst aufmotzen, obwohl sie genau das gleiche machen wie alle anderen Autos, die du dort gratis drinnen bekommst. Oder? Nein, sorry, also ich ziehe die natürlich nur bewusst auf jetzt. Ist nicht bei uns gemeint, überhaupt nicht. Oder? Aber wenn einem etwas lieb und teuer ist, lässt man sich das nur ungern vermiesen. Yes, but no, der Lob hat nur seinen Bart, den er mit seinem Leben verteidigt. Ja, eben kein Pay to Win. Eigentlich stimmt das, ja, tatsächlich. Aber ist das so, jetzt einfach aus Gewunder, dass es gewisse Autos gibt, wo doch besser sind, einfach wegen der Hitbox, habe ich mal gehört. Oder ist das nur früher so gewesen? Du bist Schachprofi? Okay. Ja, nein, ich kenne mich zu wenig aus mit Rocket League. Ich habe das am Anfang, was rausgekommen ist, habe ich gespielt mit den Kollegen, weil es wirklich lustig war. Mein Nachbar, ja genau, der gegenüber im anderen Haus, wo er eingezogen ist, jeden Abend. Also ich konnte ins Bett gehen, wenn ich wollte, der war immer am Rocket League spielen und ich habe das natürlich gesehen, durch mein Fenster durch. Zwischendurch hat der Mann irgendwie noch Call of Duty oder so gespielt gehabt.
Ja, und jetzt mittlerweile sehe ich gar nicht mehr, was er spielt, weil er hat immer die Storen unten und er hat so einen Sichtschutz aufgebaut und wenn es nicht schifft, hat er noch die Rollläden auch noch draussen. Auch wenn es Wüstwetter ist. Also so ein komischer Typ, hey. Was mache ich da? Was mache ich da? Hä? Mal doch! Nein, stimmt ja. Ech. So, und jetzt da oben. Oder? Nein. Moment. Nochmal eins. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da stimmt doch etwas mit dem Abstand nicht. So. Ah, das ist wieder mein Hasslied. Das ist wieder die ins Ohr reinhauchen, wie so eine warzige Hex. Wie wieder Lost, ja, always lost in space. I'm in space! Gibt es ein paar verschiedene Hitboxen bei Rocket League? Ah, dann ist das nicht nur ein Traum in dem Fall. Es gibt x Autos, die immer die gleiche Hitbox haben, von dem her nimmt das, was so schon bringt nicht so einen riesigen Unterschied. Okay, ja gut. Dann ist das ja eigentlich noch fair gelöst. Der hat sich da ganz fies reingeschlichen. Wenn er den gesucht hätte, hätte ich den nie gefunden. Eins, zwei, drei. So. Jetzt aber. Zack. Also wenn das so weitergeht, dann... Ja, jetzt ist so schon 2, werden wir fertig. Schwierig zu sagen. Weil ich ein bisschen gebe. Wieder können wir nämlich das nächste Mal am Eiffelturm weiterbauen. Weil an dem haben wir eh noch 2 Jahre nachher. Wegen so gewundenen die Storen unten. Nein, ich habe ja nicht rausgegaffert, oder? Aber wenn ich habe das Schlafzimmer gegenüber von ihm. Und das ist schon Luftmeter 20, 30 Meter, oder? Und wenn ich ins Bett gehe, bei mir dunkel habe und er hat bei sich hell, dann sehe ich das natürlich, oder? Also ich bin ja nicht die ganze Zeit vor dem Fenster und gaffe ihm rein. Das mache ich dann, wenn ich 70 aufwärts bin. Feldstecher, Zeiss, Nummer Zeiss. Schön. Wie hat der Film geheißen, wo der andere mit dem Feldstecher die ganze Zeit die Nachbarin beobachtet hat, bis es mal einen Mordfall gegeben hat? Mit dem da mit dem Fleisch da, mit dem Le Boeuf, oder? Komm jetzt! Stell dich doch nicht so an da. Ah, das ist geil, wenn es so richtig so ein bisschen fertig wird. Das ist immer noch riesig, Leute. Das kommt auch da oben dran. Also, das ist Stage 2 übrigens. Da können wir jetzt unten noch die Düsen an. Das Zähne ist aber ganz ein kleines Teil. Ein kleines Säckchen. Dann werden wir doch noch fertig bis um 2. Was Gerät auf 2400 dpi eingestellt? Ich kann gar nicht drucken. Jeder hat seinen Fetisch. Ist es so, ja. Ich habe den nur kopiert von unserer ehemaligen Vermieterin.
die hat auch immer aus dem Fenster geschaut. Hinter dem Vorhang ist so eine dunkle Silhouette gestanden, wenn wir schon als dunkle Haus angetreten sind. Da hast du einfach nur ihre Silhouette im obersten Fenster gesehen, wie sie rausgeschaut hat. Die alte Schachtel. Bergsweine zu Rocket League. Was ich cool finde, wenn man den Season Pass so kannst kaufen, also das soll man beachten, der Season Pass, den man kaufen kann, beinhaltet genau gleich viele Punkte, wie man sich den nächsten Season Pass wieder zu kaufen, wenn man genug... Aha, okay, du verdienst in einer Season so viele Punkte, wie der Season Pass kostet. Also musst du eigentlich nie, oder nur der erste Season Pass kaufen. Nein, stimmt auch nicht. Wenn du am ersten eigentlich genug Punkte hast, dann kannst du den kaufen und musst nie Geld ausgeben dafür. He? Das finde ich sehr, sehr fair. Also so Zahlungsmodell innerhalb von Games, wo du eigentlich alle Inhalte auch kannst erspielen, wenn einfach nur Zeit drin ist. Und für die Zeit nicht haben, aber die Kohle, die können die Zeit ein bisschen überbrücken. Mag Leute, der Vorhang hat einen Riesenfleck. Ja, wir wohnen zum Glück nicht mehr dort. Zum Glück wirklich. Also wir haben, ich glaube 6. Nein, 5 Jahre haben wir dort drin gewohnt. Ja, und ich habe das sicher irgendwann mal schon erzählt, aber die Frau ist schon der Horror gewesen. Vielleicht haben die da auch so Geschichten, wo ich mich auch ein bisschen daran erfreue. Aber ich und meine Frau, wir sind damals, wo wir uns kennengelernt haben, ziemlich schnell zusammengezogen und ein bisschen in der Nähe von Luzern haben wir etwas, weil wir dort die Schule gemacht haben. Und in Luzern als Studenten, die nachher nur einen Praktikumslohn haben, eine Wohnung zu finden, kann man sich eigentlich abstreichen. Also haben wir eine halbe Stunde weg von Luzern etwas gefunden und dort war eben eine alte Frau als Vermieterin drin gewesen. Die hat aber von Vermieten nicht wirklich Ahnung gehabt und so hat sie im Nachhinein dann mega viele Regeln aufgestellt, wie man darf in der Wohnung innen nicht man darf in der Wohnung innen die Wäsche nicht aufhängen, weil sonst fängt es überall an Motten und Schimmeln. Stimmt eigentlich auch, aber du kannst ja lüften und dann passiert das nicht, oder? Oder wir dürfen mit dem Auto nicht rückwärts unten auf den Parkplatz anfahren, weil sonst kommen die Abgase ins IG rein, was erst ein Hochparterre war. Ja, und was hat's noch? Dann, ja, ist das Zeug mit der Heizung. Im Winter hat sie nicht so anständig heizen, weil Heizen ist ja teuer, oder? Und dann ist zum Teil bei uns in der Stube wirklich 17 Grad gewesen. Und wir bin natürlich geläutet immer wieder und gesagt, hallo, was ist los hier? Und sie, ja, wir müssen euch halt ein bisschen dick anlegen. Bei mir oben ist warm. Weil bei ihr ist die Heizung so gewesen, es ist zuerst oben bei ihr rein und dann runtergeflossen, oder? Das war so ein altes Haus gewesen. Und dann war es logischerweise bei ihr am wärmsten gewesen und bei uns am kältesten. Und das Haus hat wirklich nicht anständig isoliert. Und im Badzimmer hat sich schon langsam da Vinyl-Tapete sich abgelöst und hinten ist der Teer vorgekommen und so. Und ich habe am Anfang ihr noch gezeigt, Entschuldigung, was ist das? Ist das Schimmel oder so? Ihr Sohn hat dann gemeint, nein, das ist Teer. Aber wahrscheinlich war es auch noch Schimmel gewesen. Keine Ahnung. Ja, am Schluss sind wir mit denen noch bis vor den Friedensrichter. Ja, vielleicht kann man das einfach nicht bieten. Oder so. Das ist ja farblich kodiert sogar noch, dass man weiss, was wo ankommt. Das ist ja unglaublich. Also hier innen hat es ein gelbes Klemmerli, das sieht man da noch so knapp. Und das oben ist ja gelb, da weiss man so, wo man es muss tun, weil das andere ist, wird dann rot sein. Ah.
Barracks meint ein Praktikumslohn. Ja, leider noch nicht, nein. Noch, ja, alles mögliche. Küche, Service, Rezeption und so, wie man das macht an der Hotelfachschule halt. Dass man ein bisschen hinter den Vorhang sieht, quasi. Es zwickt in der Nase. Ja, man muss immer zu seinem Fetisch stehen, oder? Sonst bleibt er jahrelang unberührt und man ist immer unglücklich. Darum, wenn man die Leute beobachten, dann muss man das einfach offen und ehrlich sagen und dann können sie nachher auch ihre Rollladen schliessen und die Vorhänge ziehen, oder? Ist nur fair. Badzimmer hat sich schon von Pinguinen ansiedeln. Ja, bei dieser Kälte und bei dem ganzen Tier dort. Vielleicht, ja, haben sie sich wohlgefühlt dort. Ich habe ja gehört, eigentlich sind Pinguine komplett weiß, aber immer im Sommer gehen sie zu so einem Tierpfuhl und tun sich dort ihre Frack anmalen, oder? Und wenn sie wieder zurückkommen, haben sie dann ein grosses Fest. Einen grossen Tanzball. Ja, zu oberst hast du warm mit Wärme steigt, das ist noch ein weiterer Faktor, absolut. Ich habe natürlich das auch immer gefüttert, wir haben das Thermometer gehabt, oder? Und beim Friedensrichter hat ihre Tochter ist eben auch noch mitgekommen, weil sie hat keine Ahnung gehabt, die ist schon gegen die 90 gegangen. Aber hat natürlich alles besser gewusst, ist ja klar. Und ihre Tochter hat dann angefangen von wegen aber die Fotos, die kann man ja heute alle photoshoppen, das ist ja sicher nicht einmal echt und so. Und ich habe wirklich, also ich habe ein paar Fotos gemacht. Nicht nur ein paar, ich habe viel gemacht. Eines Mal nur einfach so für lustig und irgendwann habe ich es immer gemacht, wenn das der Fall war, oder? Ja, am Schluss hat es natürlich nicht mega der Kohle gegeben. Um das ist es auch nicht gegangen, aber einfach, dass sie mal gemerkt haben, hey, sorry, du als Vermieterin hast auch gewisse Pflichten und nicht nur mehr. Ja. Aber in ihrem Alter, ob sie das näher ernst genommen hat oder ich weiß auch nicht. Frau Wolfing, grüß dich. Ja, zurück wieder, okay. Fetisch Pinguin, einmal quer durch. Yes. Wir decken alles ab hier heute. Vielleicht ist Tee der Fetisch von den Pinguinen. Und da gibt es innen so eine richtige SM-Party nachher. Jetzt habe ich gerade einen richtigen Brain Freeze gehabt. Da. In der Eigentümergesellschaft hat er einen Architekt, der ist über 90. Ist nicht mehr so auf der Höhe. Was lässt denn der raus? Will er irgendwelche Sachen nicht mitmachen? Oder ist er allgemein einfach unzufrieden? Es gibt ja auch so viel bei älteren Leuten, die einfach grundsätzlich so ein bisschen unzufrieden sind mit der Gesamtsituation, oder? Und sich mit diesen ganzen Veränderungen, die es jetzt gegeben hat in den letzten Jahrzehnten, nicht so anfreunden können, habe ich das Gefühl. Und dann ist einfach so ein grundlegender Hass rum. Und die Ablehnung, die spürst du dann halt auch, oder? Obwohl du eigentlich sehr höflich bist, du anständig grüßen, schönen Tag wünschen, gutes Neues, alles drum und dran. Ja. Der Barracks meint ja, eigentlich heissen Pinguine in Wirklichkeit Albinguine, wie sie Albinos sind und eben weiss. Ja, absolut, absolut. Das ist das grosse Mysterium, oder? Ich meine, steht auf Wikipedia, steht es noch falsch. Dort steht auch, dass die ein schwarzes Gefieder haben. Das stimmt hinten vorne. Das ist nur angemalt mit Tier.
was gleichzeitig ihr Fetisch ist. Ganz richtig. So, du musst jetzt aber da dazwischen im Fall. Oder? Ja, mal. Also das... Was ist jetzt das eigentlich? Wieso hebt denn das nicht? Wollen wir das noch ausrichten? Das ist jetzt ein bisschen doof hier. Versuch's mal an anderen Orten. Irgendetwas stimmt dort nicht. Der Fokus ist auch richtig toll von der Kamera. He? Moment, vielleicht fokussiert es neu, wenn ich jetzt das da drunter an. Aha, nein, der Fokus habe ich natürlich fixiert, weil sonst zoomt es die ganze Zeit rein und raus. Und dann haben wir die wieder an. Dann sieht man, was wir machen. Okay, dort mit der Eigentümergesellschaft ist es darum gegangen, die Heizung zu ersetzen. Alles ignoriert, gemeint, das müsse noch, da müsse noch das und jedes gemacht werden, was schon lange vorhanden ist. Hat er auch noch ein bisschen Alzheimer, das ist ja herzig. Aber auch ein bisschen, ja, also bringt einem sicher auch ein bisschen zur Verzweiflung, ja. Moment mal. Da fehlt das schwarze Teil. Jetzt, eben der Abstand hier hat nämlich überhaupt nicht gestimmt. Jetzt ist besser. Yes. Perfekt. Aber ist ja schön, dass er sich mit 90 noch so einbringt, oder? Und wahrscheinlich das Gefühl hat, man baut die Häuser immer noch genau gleich wie vor 50 Jahren. Ja, wahrscheinlich ist er mit seinen Gedanken auch in dort. Es ist ja eigentlich sehr brutal mit dem ganzen Alzheimer, oder? Ja. Aber manchmal nerven die Leute halt auch schon, oder? Mischen sie sich ein und eigentlich ist es allen klar, aber sie haben dann gleich noch so den grossen Latz. Das Gefühl, sie wissen, wie es läuft, aber ist nicht immer der Fall. So, die müssen jetzt runter und das kommt so da drauf. Gut. Das ganze Leben mit einem grossen Maulwerk geführt hast. Ja, also dann verlierst du es auch im Alter nicht, ja. Wenn du früher allen immer gesagt hast, wie es soll laufen, dann machst du das auch im Alter. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Oder? So sagt man doch das. So hat man es aber vor 50 Jahren gesagt. Da kommt noch das da. Yeah, jetzt kommen die Schubdüsen. J2 Schubdüsen habe ich vorhin gelesen.
sind das übrigens, falls es irgendjemand interessiert und die Heime nachbauen, dann müsst ihr auf dem Schwarzmarkt J2 Schubdüsen eingeben. Das ist jetzt aber schade, geht das da nicht so richtig rein. Hey, 20 ab 2, schaffen wir es? Wir schaffen es. Wir schaffen es. Moment, zuerst Stäbli und dann. Wie echt sieht das aus? Wie echt? Auch der Satz, den wir früher gebracht haben, wenn wir noch die ersten Games gespielt haben, wo wir grafisch noch nicht so verwöhnt waren, da hat Tomb Raider noch ausgesehen wie echt. Oh, ein Riesending. Okay, muss ich umschalten. Also wir sind da. Das ist der untere Teil. Und jetzt kommt J2 oben rein. Oh. Wow! Krass, hä? Und wenn wir überlegen, dass der Eiffelturm dann noch viel grösser wird, dann merken wir plötzlich, dass wir ein Problem haben mit der Kamera. Ich stelle es einfach so. Ist das gut? Add States. Add States. Hallo. Hi Kamera. Ah, schau jetzt. Oh, jetzt hat sich da noch einer von den Nachbrennern hat sich noch gelöst. Denkt, da mache ich nicht mehr mit. Jesus Christ, das Teil ist huge. Natürlich auch cool, dass man sie dann noch auseinandernehmen kann. Ich traue mich fast nicht, das abzulegen wegen diesen Seitenflossen da. So sieht es übrigens von hinten aus. Also es leuchtet schon fast ein bisschen, hä? Geil! Sie hebt da relativ gut, wenn ich sie jetzt da auf die Seite tue. Ne? So, mal schauen, an was wir uns jetzt wagen. Jetzt gibt es noch die kleine Landekapsel. Und die er glaubt, nicht Landekapsel, aber die letzte Stage, wo er die Landekapsel beinhaltet hat, glaube ich, so irgendwie was. Ultra realistisch, absolut. Also es ist auch 1:1 der Scale, oder? Das ist ja für die Albinguine gemacht. Die sind ja ganz, ganz klein, oder? Ganz winzig sind die. Und darum haben wir jetzt auch Raketen in ihren Fetischfarben angemalt, weiß und schwarz. Ja? Und woher kommen die? Von Alaska, darum steht USA drauf. Genau. Dürfen wir direkt so auf Wikipedia schreiben. Neues Studio, ja, wäre auch absolut nötig. Ich hätte ja gerne auch nur schon ein Greenscreen, oder? Da könnte man jetzt da hinten dran ein bisschen Pinguine einblenden. Ihr hättet auch ein bisschen Belustigung. Das wäre doch richtig fantastisch. Lolplay sagt etwas, genau. Tomb Raider damals mit der Polygon-Brust zur Real war, ein paar Boys haben einen Crush gekauft. Habe ich gehört, ja, habe es gegeben. Ich bin leider nicht so ein Tomb Raider-Fan gewesen, aber der Kollege hat das die ganze Zeit zocken gehabt. Aber ich weiß auch nicht. Ich habe Indiana Jones habe ich geil gefunden, die Adventures. Aber Tomb Raider irgendwie nie so warm geworden. Aber Faszination für Lara Croft selber natürlich absolut verstanden in jungen Jahren. Ja, ja.
gestern noch ganz geschwind wieder bei Black Desert Online reingeschaut. Das ist ja auch schlimm, oder? Bei diesen asiatischen Spielen, dort funktioniert ja nichts, solange die Brüste nicht gewackelt. Sorry, aber also die Physik ist einfach immer dabei dort. Das ist auch so etwas, ja, muss halt jeder seine Waifu können kreieren, oder? Am besten noch gerade heiraten. Feels old man. Was haben wir denn da gehabt? Weil ich auch noch mit der Leiter muss zusammensetzen. Ja, ich hoffe, so weit kommt es nicht. Dann brauche ich noch ein Verlängungskabel für das Mikrofon. Im Lager liegt sicher irgendwo ein Greenscreen rum. Ja, ja, wahrscheinlich schon irgendwo. Irgendjemand hat schon einen. Ich bin nicht für die Richtung hier verantwortlich, aber grundsätzlich wäre es schon etwas, ich eigentlich mal aufgreifen könnte. Es gibt ganz viele Projekte, die da hinten und vorne, links und rechts geplant sind. Punkto Streaming bei uns, punkto Twitch, also da wird es ja sicher mal wieder etwas Neues geben. Also gibt es ja eigentlich schon, oder? Also morgen ist jetzt morgen der Tech Talk. Jetzt muss ich gerade mal geschwind schauen. Das ist jetzt wichtig, dass ich euch kann Auskunft geben kann. Ach, please. Wer schaut da hier noch drauf? Ich hätte natürlich mich noch besser vorbereiten darauf und den Plan, den ich geschrieben habe, noch anschauen können. Aber ja. Ah, toll. Toll, toll, toll. Also nein, morgen ist einfach Gaming. Aber der Dings, der Troy hat ja noch sein neues Projekt. Da muss ich jetzt ganz geschwind schauen. Das ist jetzt wichtig, dass wir das kurz aber sicher abhaken. So, wo ist es? Der Troy hat das da nämlich reingeschrieben und dann macht der Tech Talk, der hat das sicher auch schon angeteasert. Und ich finde das etwas recht Cooles, weil sie ja dort den PC anschauen, den sie bekommen haben zum Auslehnen und Präsentieren von Joule, der Schweizer PC Gaming-Computerfabrikant. Und dort haben sie ein absolutes Monster bekommen. So, wenn du jetzt nicht so dumm da tust. Ah, nein, das kommt erst nächste Woche, am 18. gibt es von Troy den Tech Talk. Okay, ja, dann müsst ihr halt noch ein bisschen warten. He? Dann gibt es morgen mit dem Troy am 3 gibt es nochmal Need for Speed Unbound. Aber der Tech Talk, ein neues Format mit dem Troy, unbedingt daran denken, nicht verpassen. Nächste Woche in dem Fall am 18. Schaut das absolute Monster an von Joule, ein richtig krasser PC. Yes. So, warte, jetzt bin ich da verrutscht. Okay. Was beim ICTLC steht. Bei dir steht ein Lara Croft Magazin vom 99. 1,99, erste Ausgabe, Januar 99. Wow. So, okay, Rufe, Meetings, ja, kein Problem. Ich wünsche dir in dem Fall einen schönen Nachmittag noch, Barracks. Und ja, bis später und schon einen tollen Nachmittag. Merci fürs Reinschauen auf jeden Fall. So, und ich muss jetzt auch wieder Gas geben. Jetzt habe ich da zu viel Zeit verplemperlet. Aber das ist halt, oder? Eine Routine, wo man zuerst ein paar Mal gemacht hat, bis man sie drin hat, wie eben zum Beispiel in das neue Tool, also neues, nee, das ist einfach Trello. Und dort haben wir halt unsere Streams drin, wer wann was macht. Ein bisschen bessere Übersicht. Aber man muss natürlich zuerst noch reinschauen. Und die Routine hat sich bei mir noch nicht ganz eingebrannt, wie ihr jetzt vorhin gemerkt habt.
Wenn ich kochen mit LOLplay, muss ich mal mit der Steffi schauen, wenn das kommt. Ist jetzt noch nicht im Trello gestanden. Die letzte PC-Action, wow, das ist so lange. PC-Action. Gibt's die noch? Ich glaube nicht, oder? Aber das ist aber so cool gewesen, die ganzen Heftchen. Früher mit der Family haben die das aber auch gemacht, mit dem Hund zum Beispiel, oder auch sonst, zum Kiosk laufen. Und dann darf jeder ein Heftchen auslesen. Und ich habe dann natürlich immer ein Gaming-Heftchen genommen. Manchmal ist es... Nein, Bravo Screen Farm bin ich alleine. Im Volk hat es die noch gegeben damals. Im Volk kaufen. Aber ich habe dann meistens eins genommen, das wirklich so ein bisschen dick war. PC Games, PC Action, später der GameStar, wo es noch die CDs drin hat, mit diesen ganzen Testvideos und Berichten und Demos natürlich vor allem. Leck, früher, stellt euch das vor, der Aufwand, der dahinter war, in so einem Magazin, oder? Die ganzen Artikel schreiben. Und dann noch die Disk brennen. Und überhaupt die Demos reinholen, dass die erst verschooten an irgendjemand. Eine lange Zeit hatte ich die CDs noch gehabt. Vor allem der... ich glaube, das war von der GameStar gewesen. Dort hat es einen Bericht für Gran Turismo 3 von der PlayStation 2. Oder nein, noch besser. Es war, glaube ich, PlayStation 2 Start Line-Up. Und dort hat es ganz, ganz viele Videos drauf auf diesen CDs. Und ich habe mir ja PlayStation 2 dürfen kaufen. Und habe aber spät vorbestellt. Und die wäre ja im Dezember, Anfang Dezember rausgekommen. 800 hätte die damals gekostet, unglaublich. Und hat dann leider ein bisschen spät bestellt, müssen warten. Und genau mein Geburtstag nachher, 3 Monate später, fast, ist es endlich so wie gewesen und ich habe meine PlayStation 2 gehabt und nicht mehr müssen die ganzen Videos anschauen von der GameStar. Ja, wo ich dort in dieser Zeit sicher täglich angeschaut habe. Das war pure Nostalgie gewesen. Oder ist jetzt für mich, wenn ich zurückdenke, so. Aha, so. Letzte PC-Action im 0113. Okay. Das Abo noch sogar. Heftli gekauft mit Game-Patches. Patch hat es aber auch noch gegeben. Jesus Gott, ja. Aber ich glaube, die habe ich nie dort abgezogen. Aber eigentlich nur immer die Videos angeschaut und und die ganzen Demos, oder? Und dann ist für mich natürlich das höchste der Gefühle gewesen, das, was wir glaube letztes Mal angesprochen haben, das eine Lego Technik-Set, wo es auch noch ein Game drin hat. Du hast mit dem Karren, wo du den Bau hast, im Game noch rumfahren. Absolut genial. Ja, zu dieser Zeit hast du nicht einfach ein paar Gigabyte Patch abgeladen, genau. Da hast du dir immer wohl überlegen, oder, was du jetzt machst. Vor allem, wenn du dann noch eingewählt hast, du bei deinem ISDN-Anschluss, oder? Und das hat sich immer so... hat sich immer so doof gehabt.
wo du dich ins Internet eingewählt hast. Und dann ist jedes Megabyte ist einfach Kölle gewesen, oder? Der ist überraschend gekommen. Ihr habt früher ein Cable-Modem gehabt, weil ihr auf ISDN geguckt seid. Okay. Da habt ihr ja eine richtig glückliche Kindheit gehabt mit schnellem Internet. Hey. Aber die Zeiten noch, wo auch noch die Festplatte so klein war, dass du müssen überlegen, oh, jetzt habe ich ein neues Game und Baldur's Gate zum Beispiel 1,2 GB. Jesus Gott, das kann ich gar nicht abspeichern bei mir. So Zeug. Oder Arbeitsspeicheranforderungen. Ultima 9. Im Idealfall gemäß Bravo Screen Fun. Ich weiss das noch, wie mich das so geflasht hat. 256 Megabyte. Und ich hatte dort mit 64 ich schon viel gehabt. Also 256 haben, keine Ahnung, Leute in der IT mit einem Vollzeitjob, mit Vertrag, mit Alienware gehabt. Wahrscheinlich. Aber es war völlig utopisch, 256 Megabyte RAM dort. Aber ich glaube, der grösste und längste Hype hatte ich damals auf World of Warcraft, wo das rausgekommen ist. Ich glaube, dort habe ich mich wirklich am längsten und intensivsten mit einem Game befasst und bin noch aufs Forum gegangen und dort jeden Tag geschrieben und gelesen und wieder irgendwie schauen, gibt es wieder irgendwo etwas Neues und so. Dort hat es mir den Finger, den Ärmel am Sträubchen gewickelt. Excuse me, hello, welcome. Schön, hast du es auch noch geschafft? Wie gestern, hast du einen guten Tag gehabt bis jetzt? Das Netzkabel hat schnell ins Zimmer gezogen. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das hat bei mir doch einiges länger gedauert, bis ich oben einen Anschluss hatte. Ich habe lange Zeit beim Vater bei seinem Arbeits-PC, ich sage das so, weil ich ihn öfters auch missbraucht habe, habe ich bei ihm noch gespielt. Wenn er halt nicht am Arbeiten war. Vor allem Siedler 3 habe ich dort sehr, sehr viel gezockt. Und Siedler 2 war auch sehr lustig. Also ich mit meinem Kollegen sehr viel gespielt. Weil dort hast du am PC hat es ja früher noch 2 Anschlüsse für Mäuse und 2 für die Tastatur gegeben. Bei den ganz alten. Und Siedler 2 hast du wirklich können am gleichen PC mit einer Tastatur und 2 Mäusen spielen. Dann hast du, der eine hat Maus auf seiner Seite gehabt, der andere auf seiner. Und dann hast du einfach die Hälfte von der Tastatur geteilt, wenn du die noch irgendwie gebraucht hast, und hast Splitscreen gehabt auf dem Bildschirm. Genial. Splitscreen in den ganz frühen Jahren. Hey.
Das sieht richtig aus. Jetzt zieht es sich ein bisschen gerade, weil es sind alles so viele kleine Teile, die da gerade zusammenbauen. Als Kind aus Versehen ins Internet gegangen und die Eltern sind ausgerastet. Auch sehr ein schöner Klassiker. Oh ja, ist mir zum Glück, glaube nie so passiert. Ausser meine Eltern haben mal diskutiert noch mit mir wegen Internet am PC, ja, weil ich öfters dort drin war und natürlich nach Megabyte zahlt das früher. Aber das Handy, dort habe ich irgendwie zusammenreißen. Aber was ich natürlich auch gemacht habe, ist so Seich wie irgendwelche Klingeltöne kaufen, die ohne Abo. Noch die ohne Abo. Das habe ich schon auch gemacht. Aber so jetzt wirklich etwas ganz, ganz Schlimmes, Krasses, wo jetzt Hunderte von Franken gekostet hätte. Nein, aber ich weiß schon, also es hat viele so Probleme gegeben in dieser Zeit. Eben gerade auch mit diesen Abos, wo du immer wieder Klingeltöne bekommen hast, die alle schrecklich getönt haben. Und die haben ja das Vermögen gekostet. Und dann, ich glaube, in dieser Zeit dort ist das nachher auch im Fernsehen aufgekommen mit dem Kleindruckten, dass man das dort auch muss abbilden in der Werbung. Dass man muss auf so Kostenfallen halt hinweisen. Das Jamba Top-Spar-Abo, genau das habe ich gesucht. Jamba, ja genau, das war so eins gewesen, oder? So ein Keiben-Abo. Ja, voll. Jamba. Ja, ich weiss, eigentlich hätte ich es weiss sollen nehmen. Dann hätte ich zu den richtig coolen gehört. Aha, so. Jamba Top-Spar-Abo. Also die sind in kürzester Zeit sicher auch richtig reich geworden. Hey. Und dort, wo du auch nicht im Kundenservice gearbeitet hast, oder? Die ganzen verärgerten Eltern, die da angerufen haben, du einfach hast können sagen, ja, wieso hat dann das Kind ihre Kreditkarte? Das dürfte doch gar keine Kreditkarte haben. Oder ist es noch auf die Handyrechnung gegangen? Das weiss ich jetzt nicht. Wahrscheinlich ist es noch auf die Handyrechnung. Nein, dort hast du sicher noch nicht eine Kreditkarte angeben, oder? Dann ist es noch auf die Handyrechnung gegangen. Was hast du dann sonst für eine Ausrede gebracht, dass du das nicht hast müssen zahlen? Excuse, meint auch, es ist auf die Handyrechnung gegangen. Yes. Ja, eben, das ist ja gar noch nicht gegangen dort. Hä? Jetzt noch was Kürzeres? Steht doch. Aha, da kommt noch etwas drauf. Okay. Sag doch das. Also das erste Mal, als ich mit einer Kreditkarte hantiert habe, bin nicht mal ich gewesen, sondern damals für Dark Age of Camelot, das MMO, wo ich das ein paar Mal angesprochen habe,
hat müssen der Kollege von einem Kollegen zahlen für mich mit seiner Kreditkarte. Bis er dann irgendwann gesagt hat, hey, es tut mir leid, aber ich kann das einfach nicht die ganze Zeit für dich zahlen. Ich weiß ja nicht, vielleicht hat dann meine Mutter mal irgendwie seine Nummer bekommen, dort angerufen und das eingefädelt. Und ja, dann habe ich natürlich meine Mutter die ganze Zeit belagert, hey, kannst du nicht eine Kreditkarte, bitte, bitte, ich will das unbedingt spielen, spielen alle. Das hast du ja auch immer gesagt, alle spielen es, oder? Auch wenn es nur 1 oder 2 Kollegen waren. Es haben es alle. Ich wollte das Tamagotchi, weil es haben alle eins. Beste Ausrede ever. Alle haben es. Ja. Die schönen Zeiten. Ja, und bei dem Prepaid-Handy hat es das ganze Guthaben gelernt. Genau, da war wieder mit so einem Kiosk, oder? Prepaid-Handy gibt es immer noch. Ich glaube, meine Eltern haben eins, weil sie das Handy so selten brauchen und fast nur die Heime sind, wo sie WLAN haben. Dass es wie. Ja, also. Wie doof wäre halt, wenn du Geld zahlen für das Abo, das eh nicht ausnützt. Nein! Ach. Wieso? So. Er wird langsam solider da. Unsere kleine Kapsel. Ja, und das Handy-Abo dort ist einfach abgerechnet worden. Ja. Vor allem, wenn dann das die Eltern gesehen haben. Ja. Was ja meistens der Fall war, weil das Handy-Abo irgendwie über die Eltern gegangen ist. Oder du das nicht hast können zahlen, weil sie zu hoch war. Aber es gibt ja auch viele Kinder, glaube ich, die hantieren mit der Kreditkarte oder mit dem Konto oder so von den Eltern. Und sind sich gar nicht bewusst, was das heisst, so Sachen einzukaufen und das Geld eigentlich nicht zu haben und so. Also ich sehe das halt öfters bei den Sammelkarten. Ich glaube, das ist ja so etwas Typisches. Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Magic weniger, dort merkst du ein bisschen den Altersunterschied. Aber vor allem Yu-Gi-Oh! Und Pokémon öfters mal gekauft wird und dann nie zahlt. Also nie. Es dauert einfach ewig, bis da mal Betreibung im Haus ist und dann irgendwann die Eltern das wahrscheinlich sehen, oder? Dann wird es dann irgendwann gezahlt. Aber ja, also es ist zumindest meine Vermutung, dass das so eben Junge sind, die mit Geld hantieren, wo nicht ihnen gehört. Es gibt sicher auch Ältere, die das machen. Aber Leute, die das Geld nicht haben, dann kaufen dann nichts. Also, das ist ganz einfach. Ja, das System Geld ist für ein Kind sehr, sehr komplex, absolut. Darum gibt es ja das Sackgeld, oder? Oder wenn du irgendwo etwas geschafft hast, Rasenmäher, was auch immer, gibt es auch ein bisschen Zustupf zum Sackgeld, dass du so etwas wie einen Lohn hast und ein Verständnis dafür kannst aufbauen. Und dann auch verstehst, hey, ich muss arbeiten und es dauert lang, bis ich eine gewisse Menge Geld habe. Und wenn ich etwas will, das mich kostet, muss ich auch länger sparen. Ganz einfach. Jetzt hat hier sie Kunden erfolgreich abgewehrt. Daumen auf für dich. Erfolgreich abgewehrt. Oi. Leute, es wird immer grösser. Ich weiß schon gar nicht, wie kommt das da rauf? Also. Woo! Oh yeah!
So, jetzt haben wir noch das letzte Säckchen. Und es ist 10 vor. Aber ja, also das müssen wir jetzt einfach noch geschwind, oder? Also das lohnt sich ja überhaupt nicht, da nächste Woche das noch geschwind fertig zu machen. Das sind ja grosse Teile. Zack, zack. Ja, gibt viele Kinder, die nicht mit Geld umgehen können. Ja, gibt auch viele Erwachsene, die das nicht können. Also ich wollte nicht sagen, dass ich das beste Beispiel bin für gut mit Geld umgehen. Aber meistens, nicht immer, meistens gebe ich es schon noch für sinnvolle Sachen aus. Sinnvoll für mich. Habe noch nie Betreibung oder irgendwie so Schulden gehabt. Ja. Manchmal spürst du halt schon die Verleitung. Also ich glaube, die schlimmste Phase hatte ich, wo ich aus der Lehre kam, das erste Mal den fetten Lohn hatte, oder? Und dann hast du einfach Games und Konsolen und alle Scheissdreck. Jetzt habe ich die Kohle. Ich wohne noch daheim raus mit dem Kohle. Die Krankenkasse kostet nichts, dritte Säule hast du nichts, Pensionskassenabzug hast du nichts. Einfach raus, Geld raus, oder? Und das Einzige, was ich noch machen musste, ist daheim Geld abgeben für quasi Miete, oder? Das ist eigentlich auch noch etwas Faires, weil die Eltern haben ja doch recht viel Aufwand und irgendwann ist Hotel Mama halt auch ein bisschen passiv, wie genug alt bist. Ja, und dann gehst du einfach den ganzen Kohle erst aus dem Fenster raus. Und das habe ich dort wirklich gemacht. Und dann aber das andere Extrem, wo ich dann für eine grössere Reise gespart habe, dann wirklich voll auf die Sparbremse. Und das hat dann recht gut funktioniert in meinen Augen. Da habe ich in kürzester Zeit viel Geld ansparen. Wo dann auch schnell wieder weg war nach der Reise natürlich. Also während der Reise. So. STC tut die Rechnungen sofort zahlen als raussteuern. Ja. Ja, das finde ich sehr einen guten Ansatz. Oder dann ist das Geld weg und du weißt, das, was ich noch habe, das steht mir nicht zur Verfügung quasi. Also wir haben jetzt auch mit mehreren Konten bei uns daheim das so geregelt, dass eigentlich alles sofort immer weggeht. Und dann eigentlich das, was noch übrig ist, das ist dann wirklich eine freie Verfügung. Uiuiuiui, jetzt gibt es da aber Puzzle. Puzzling. LoLplay hat so viel Geld gehabt während der Lehre, null Bezug dazu gehabt und einfach mit Beinen haben alles wieder rausgerührt. Ja, eben, also ich meine in der Lehre, oder wenn du das erste Mal die Kohle hast, dann machst du doch das auch. Also ich finde, das ist natürlich. Dann hast du einfach so viel Kohle, dann willst du auch mal ausgeben. Oder hast du ja vorher nicht können. Dann siehst du die neue Playstation oder was auch immer, dann sagst du so, da, nehmt die Kohle, 10 Games nehme ich auch noch dazu. Ich hätte es ein bisschen übertrieben, aber ja, ich wüsste, was ich meine. Mal selber einen neuen Fernseher kaufen. Das, oder? Also für so Tech-Freaks jetzt wie mich ist das zum Beispiel. Ist das schon etwas Cooles gewesen. Fernsehen bei mir sowieso immer ein riesen Ritual gewesen. Also neue Fernsehen ist bei mir wochenlang damit auseinandergesetzt. Genauso wie mit einem neuen PC. Das hat alles müssen geplant sein. Und in dieser Kategorie, die ich gesucht habe, immer das Beste natürlich. Also nicht das Beste von der Leistung, aber für die Leistung, die ich gesucht habe. Ja. Der schwarze Deckel noch. Nein, jetzt bleib doch da drauf. Ah. Jetzt das müssen sein da.
Ah, beim STTC war es sogar so gewesen, dass die Miete, die er den Eltern abgegeben hat, die Eltern das auf das Konto da haben. Und er hat es wieder zurückbekommen nach der Ausbildung. Das finde ich sehr, sehr grosszügig auch und eine schöne Geste. Und dann hast du auch wie ein Stück weit verdient, oder? Ah, die werden jetzt alle so zudrehen. Die hätte sie gar nicht mehr so rausdrehen. Hey. Super! Der will sich nicht drehen da unten. Der hat absolut keinen Bock. Toll. So. Ja, jetzt sieht das da schon nicht aus. $5000. Okay, den Rest tue ich jetzt nicht aussprechen hier, sonst kommt man nicht kontrollieren. Aber ja, das ist natürlich in diesem Alter richtig viel. 2 Jahre gespart für den ersten PC. Pentium 3 oder Pentium. Ich bin immer noch nicht sicher, ist es Pentium oder Pentium? 3 mit einem ganzen Gigahertz. Ein absoluter Traum. Wow. 1 Gigahertz. Das hast du schon krass gefühlt, oder? Alle anderen noch so ein bisschen mit Megahertz und du so, ja, ich kann halt es. Ich weiss nicht mehr, was mich. Ich weiss auch noch, meine erste Grafikkarte, die ich selber gekauft habe, war eine GeForce Voodoo 2 gewesen. Ich glaube 32 Mega VRAM. Aber was ich dort. Also ich habe sicher auch ein Pentium 3 drin gehabt. Wie viel Giga der jetzt gehabt hat, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich glaube 32. Oh nein, etwa 64 Megabyte RAM, ja. Ja, und jetzt liebe ich natürlich auch schon länger wieder mit einem neuen PC, aber zuerst mal, wir sind ja im November, dann eher mal den Fernseher wieder upgraden. Ich hätte ja gerne so einen UST Ultra Show Throw Projector. So, jetzt kommt die Spitze. Jetzt treiben wir es noch auf die Spitze hier. Wow! Yeah! Oh, jeez. Okay, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, sonst nimmt man das Teil auseinander. Aber das ist, also die Rakete ist fertig. Jetzt gibt es nachher nur noch die Sonde, die Landesonde. Also das, wenn ich so neben mir, ich bin 1,88, also das ist, was ist, ich glaube 1,40, 49, 45, ich kann die Schachtel nicht mehr da. Also es ist einmal huge, das Teil. Richtig huge. Jetzt machen wir noch schön da die Sonde fertig und dann gibt es nachher Feierabend hier. Ja, wenn du natürlich nicht weißt, die Eltern die Miete noch sammeln, die du abgibst und dann kommst du über, das ist sicher ein ganz schöner Moment. Was hast du dann gemacht mit dem Geld? Eben den ersten PC gekauft, oder? Oder was ist daraus geworden? Wenn ich da frage. Von Berno 2 17 Zoll Trinitron Bildschirme, wow, 17er, ey. Du hast einen um den anderen eingeschaltet, weil sonst die Sicherung rausgeflogen ist. Okay. Oh, fette Sache. Du bist für einen Moment sicher der glücklichste Gamer auf der Welt gewesen.
mit dieser Ausrüstung. Wow, innerhalb von 2 Wochen das ganze Geld rausgerührt, Lawplay. Was hast du denn mit den restlichen 2 Wochen vom Monat gemacht, bis wieder Geld reingekommen ist? Kannst du heute ein bisschen besser damit umgehen? Oder ist bei dir immer noch 2 Wochen Party und dann nachher 2 Wochen Brot und Wasser? Ah, sogar für einen Wohnungskauf gebraucht und gespart. Wow. Also, so erwachsen schon. Also, die Lorbeeren kann ich mir leider nicht verdienen. Finde ich krass, ja, wenn du in jungen Jahren schon so zurückhaltend bist und mit dem Geld so gut kannst umgehen und das zurückbehalten und dann eben für einen Wohnungskauf zum Beispiel zusammensparen, das ist richtig cool. Ja. Wünschte, ich hätte ich auch gemacht, habe ich nicht. Das Geld ist andersweitig zum Fenster rausgeflogen. Also eben für die Wohnung ist er nicht mal zum Fenster raus, sondern eher zum Fenster eingeflogen. Aber Interpretationssache. Mhm. Haben so viel Gold, das wir da verbauen. Wir sind schon fast reich. So lustig ist, es sind eigentlich beide Gold, aber man sieht es hier. Also das da ist innen so ein bisschen orange. Es glänzt auch ein bisschen, hat aber weniger von diesen Metallpartikeln drin. Und das da ist wahrscheinlich nachträglich aufgesprayt. Das ist wirklich schönes, richtiges Gold. Also richtiges. Ein bisschen, was ich meine. Sieht aus wie. Exclusiv fragt, ob Brack ebenfalls das One Piece Card Game aufnimmt. Bin ich dran. Schon eine Weile dran. Ich kann leider den Prozess nicht beschleunigen, weil es nicht an Brack liegt. Ja, aber wir werden es aufnehmen. Ja, auf jeden Fall. Ich kann dir nur leider keinen Zeithorizont sagen. Aber ich bin dort im regen Austausch mit verantwortlichen Stellen. Roleplay noch ausgeben für Moe Champion, nein. Du hast das Geld alles für die anderen ausgegeben. Das ist doch schade. Haben sie wenigstens das irgendwie mal zurückgezahlt und auch ein paar Partys geschmissen? Hm. Ja. So.
Ja, wenigstens hast du jemanden, der dir ein bisschen jetzt auf die Finger schaut und einfach nicht alles Geld direkt immer gerade rausflattert. Oder? Man kann ja nicht auch jeden Tag Moe Champi saufen. Manchmal muss es auch Ferrari sein oder so. Was ist jetzt da? Ein Teil da. So ein dunkelgraues. Wieso jetzt? Wieso jetzt gegen Schluss? Klebt es wieder irgendwo? Das haben wir ja auch schon gehabt. Oder habe ich hier eins zu viel dran? Nein. Nein. Auch nicht. Oder kommt es gar nicht dran? Ja, es kommt gar nicht dran. Das ist ja so ein klassischer Cyril. Teile suchen, die man gar nicht braucht. Hey Nico, keine Fremdwerbung. Ich glaube, Turnier sind noch mit Start-Editionen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder Nico? Also es gibt ja 4 verschiedene Starter Packs. Yeah, Astronauten! Juhu! Geil. Ist das schon unsere Sonde? Ja, jetzt gibt es nachher nur noch die Landekapsel. Oder? Und Stütz für die Raketen. Da haben wir unsere Mondlandesonde. Cool. Sehr herzig. Und jetzt noch geschwind. Wirklich geschwind. Diese da. Damals alle Freunde einen Kauf gehabt. Mit dem Alkohol und den Partys. Ich hoffe und wünsche wirklich mir, dass für dich zumindest, dass in der Zwischenzeit ein paar gute und echte Freunde gefunden hast, die du nicht so musst erkaufen. Weil das kann es ja eigentlich auch nicht sein, oder? Aber ich bin auch nicht da, um irgendjemanden zu belehren. Also macht doch, was ihr wollt. Macht einfach, was ihr wollt. So, jetzt hier noch das aufblasbare Rettungsküssi. Zack. Alle zusammen. Die grosse Frage, braucht es alle? Ja, wahrscheinlich schon. Jetzt müssen wir das nur noch irgendwie rund anbringen. Sieht das? Mal jetzt sieht es rund aus. So, sehr schön. Rettungsküsse montiert. Und jetzt gibt es noch die Stütze für die Rakete, dass man sie quasi nachher flach an tun kann. So anlegen. Im Turbo-Modus. Nico trägt nur das Versace. Wunderbar.
Wir haben heute nur Leute im Chat, die fast nur zu viel Geld haben und sich durch Äußerlichkeiten profilieren. Herrlich. Herzlich willkommen. Lasst den Champagner knallen. Wir machen die fette Party in dem Fall. Alles geht auf euch. So. Zack, zack. Und das so. Der Nico muss als Rockstar, ja, absolut. Dann treibt man natürlich nur Versace. Das stimmt, hat er so jetzt gar nicht gedacht. So. Und? Nochmal so eine. Okay. Und dann sind wir. Finito. Finito Pepito. Habe ich jetzt sicher noch einen aus. Ja, ist ja klar. Ja, also so. Okay. Gut. Und zack. Und zack. Und nachher, wenn wir ganz schnell Feierabend machen, weil ja gerade schon wieder das Meeting. Ist natürlich super gesetzt am Viertel ab. Habe ich auch keine Pause zwischen denen. Habe ich immer gern. So. Stimmt das? Ja. Ja. Okay. Und dann können wir die Raketen abnehmen und alles auseinandernehmen und. Und die Landekapseln. Okay. Muss ich euch vielleicht noch geschwind zeigen. So. Die Landekapseln hier. Da unten, die kann man noch versorgen. Hier unter dem Spitz von der Rakete. Machen wir jetzt nicht, wir lassen das so ein bisschen separat draussen. Was man noch machen kann, ist eben rot-gelb die Rakete platzieren, sodass sie nicht kaputt geht. Und zwar so. Auf diesen Stützen. Leider hat es hier auf dem Regal keinen Platz. Aber anyway. Also, wir haben jetzt unsere Rettungskapseln. Wir haben unsere Landesonde mit den Mini-Astronauten. Und wir haben die grosse Saturn 5, die ich schon ganz hindern muss, um die überhaupt zu zeigen. Und keine Ahnung, wo wir die näher anstellen. Aber das war richtig geil gewesen. Vor allem, wie es so verschachtelt ist ineinander. Sehr viel Abwechslung hat bei den verschiedenen Bauelementen. Moment. Und einfach Laune gemacht hat. Und dann ist es eben noch ein bisschen interaktiv, indem man die Landesonde da auch noch versorgen quasi. Jetzt sieht man es ein bisschen besser. Oder? Wenn es dann zoomt. Zoom doch! Ja, es zoomt nicht. Okay, dann halt nicht. Ja, aber das habe ich jetzt sehr erfrischend gefunden. Das zusammenzubauen. Und in dem Fall, ja, ich muss jetzt wirklich fertig machen, weil ich muss weiter. Ich muss in einer Minute, Jesus Gott, während alles auseinandergeht, am nächsten Meeting sein. Und darum machen wir jetzt hier ganz einen schnellen Abklemmer. Und ich wünsche euch ja, eine wundervolle Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Auch wieder am Dienstag von 1 bis am 3. Morgen der Troy mit weiterer Runde Need for Speed Unbound. Am 3 habe ich glaube ich gesagt. Ja, unbedingt reinschauen. Merci vielmals, dass ihr da gewesen seid. Hat mir viel Spaß gemacht mit euch heute. Und dann sehen wir uns in einer Woche wieder. Okidoki. In dem Fall, habt's gut und tschüss miteinander.